Jecke Absteiger. Während Fortuna Düsseldorf auf dem Weg zurück in die erste Liga ist, macht beim Absteiger Köln wieder mal die Forderung nach einem Neuanfang die Runde. Doch warum sollte der ausgerechnet nach dem 5. Abstieg binnen 14 Jahren gelingen? Die Vorzeichen stehen jedenfalls nach einer Chaos-Saison eher schlecht. Köln, 5. Mai 2012. Schwarzer Rauch hängt beißend in der Luft. Spieler sind auf der Flucht. Es ist das Schreckensende einer katastrophalen FC-Saison. Der Abstieg, ein Abstieg im Chaos. Der Saisonanfang ist schön, die Zustände im Trainingslager fast paradiesisch. Ich heiße Ståle Solbakken. Ein neues Gesicht, ein neuer Trainer, der Mut macht, der für eine neue Spielkultur steht. Gesucht, gefunden. Nur ein Verdienst von Sportdirektor Volker Finke? Ich habe mich mal schlau gemacht. Der Finke hat den wohl gar nicht mitgebracht. Der ist von einem Bjarne Goldbeck, ehemaliger Spieler, ist der angeboten worden. Ich werde mich nicht an Spekulationen beteiligen in dem Zusammenhang. Volker Finke, das sind die Fakten, ist 2 Tage in Kopenhagen gewesen, hat sich ganz intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, viele Gespräche geführt. Und dann haben wir die Verhandlungen und Vertragsgespräche aufgenommen hier in Köln. Solbakken, Meistermacher des FC Kopenhagen, Champions League gestählt, smart, stur, er setzt Poldi als Kapitän ab. Ich glaube, das macht mir sehr stolz. Ist für mich, freue mich, diese neue Saison anfängt mit dem Kapitän. Der Prinz ist beleidigt, arrangiert sich aber und zeigt, wozu er fähig ist. Die anderen nicht. Der Saisonstart geht völlig daneben. Nach 2 Spielen 0 Punkte, 8 Gegentore. Die hohen Herren sind viel zu früh gefragt. Ich werde ihn in allem, was er macht, unterstützen. Es rumort, Ståle Solbakkens Mannschaft erschreckt immer wieder mit unfassbaren Leistungsschwankungen, mit Schwächeanfällen. Die Fans wenden sich ab. Und dann wird Volker Finke ganz plötzlich allein gelassen. Sein Präsident schmeißt hin. Der Weltmeister, der omnipräsente Herrscher, Wolfgang Overath, geht ohne Vorwarnung. Um das alles ganz kurz zu machen. Es gibt von mir, und da hoffe ich, habt ihr Verständnis für, keine weitere Aussage zu der Geschichte. Sein Erbe nach 7 Jahren Amtszeit, 30 Millionen Euro Schulden, Erfolge keine. Es war natürlich ein Vakuum, was zunächst da war, aber wir haben ja die Hinrunde hervorragend zu Ende gespielt. Wir sind 10. gewesen, wir haben ein super Trainingslager in Portugal gehabt. Der FC scheint trotz aller Probleme auf dem rechten Weg zu sein. Der Schein trügt. Die Finanzen sind miserabel. Es gibt erste Gerüchte über einen Verkauf Podolskis. Der schweigt und läuft. Er hat sich beim Freizeitkick in der Halle verletzt, fällt die ersten Rückrundenspiele aus. Ohne ihn geht gar nichts. Der FC verliert zum Auftakt in Wolfsburg. Schuld sei die Taktik von Solbakken, ätzt Volker Finke und holt mit Chongtese einen Stürmer, den der Trainer nicht will. Die Konfliktsituation, die da war, die ist ja nicht erst in der Rückrunde entstanden, die ist gemanagt worden, aber in dem Moment, wo sie öffentlich war und wo sie in der Mannschaft war, ja, da wurde es eben kritisch. Trainer und Sportdirektor zerstritten, gefeiert wird trotzdem Karneval in Köln mit dem Prinzen auf dem Rosenmontagszug, mit rauschender FC-Sitzung und Solbakken als Stimmungskanone. Kelle und Kelle. Die Lustigkeit endet für einen auf den Gleisen der Straßenbahn. Der Geländewagen von Mijo Brečko verendet auf den Schienen. Brečko hatte 1,6 Promille. Die Mannschaft gerät immer öfter in die Schlagzeilen. Slavomir Peško verbringt eine Nacht in der Ausnüchterungszelle nach Randalen im Taxi. Das, was passiert ist, ist nicht zu entschuldigen, es ist ein Drama. Wir haben auch schon mal Blödsinn gemacht, aber natürlich nicht in dieser Häufigkeit, wie das hier passiert ist. Das passiert nur dann, wenn man das als Vorgesetzter, als Verantwortlicher dieser Mannschaft das nicht vorlebt. Das ist ganz klar. Der Name des FC wird zudem für Straftaten missbraucht. Vermeintliche Fans drängen einen Gladbacher Fanbus von der Autobahn. Steine fliegen, Todesangst bei den Insassen, denen schließlich die Flucht gelingt.
Ja, dann flogen Riesensteine, Leute kamen mit Ketten, Schlagstücken, Baseballschläger in den Ohren und alles wurde auf den Bus eingeschlagen. Ein weiteres Opfer ist der Leverkusener Michael Kadletz, dem vor einer Kölner Disco die Nase gebrochen wird. Was einige aus der Chaoten und auch aus der Ultraszene da getan haben, bis zu Straftaten, das hat dem Club immens geschadet. Sportlich gibt ein vermeintliches Schlüsselspiel wieder Anlass zur Hoffnung. Köln gewinnt gegen Hertha BSC, trotz 2 roter Karten. Der Absturz scheint gestoppt. Bei Ståle Solbakken entlädt sich die Anspannung explosionsartig. Alles muss raus. Sieg auf der ganzen Linie. Am nächsten Morgen fliegt Volker Finke raus, ganz offiziell und urkomisch. Ja, zuerst mal morgen zusammen. Er geht nach 13 Monaten mit einem Lächeln und altbekannten Weisheiten. Typisch FC. Deswegen bitte ich Sie, so wie ich angefangen habe, mich auch zu respektieren, indem ich wie die 3 Affen nichts höre, nichts sehe und nichts sagen werde. Es bringt nichts. Die Mannschaft taumelt weiter, verliert 3 Wochen später in Augsburg. Auch der Weg von Ståle Solbakken scheint zu Ende zu sein. Du weißt, wenn... Oi. Das ist meine Frau fragen, hatte ich eine Arbeit morgen? Galgenhumor eines Trainers, der Mannschaft nichts mehr zu geben hat. Noch 2 Spiele Quälerei, ohne Plan, ohne Fitness. Dann ist es vorbei. 4 Spieltage vor Saisonende. Viel zu spät. Für mich im Fazit hätte man beide gleichzeitig auch freisetzen müssen. Wie soll hier was entstehen können? Hallo, wir haben in 10 Jahren 14 Trainer gehabt. Wie soll hier eine Philosophie umgesetzt werden? Frank Schäfer soll retten, was noch zu retten ist. Platz 16, die Relegation, ist der letzte Hoffnungsschimmer. Köln aber verliert heftig in Gladbach. Das Horrorszenario verdichtet sich. Es bedeutet Abstieg, 30% weniger auf der Einnahmenseite. Das ist eine drastische Summe. Das ist in unserem Fall in der Größenordnung von fast 20 Millionen, die sie weniger einnehmen, insbesondere über TV-Gelder, über Ticketing, über Sponsoring. Und das müssen sie auf der Kostenseite kompensieren. Aber insbesondere kostet es Substanz im Kader. Ja. Natürlich ist der Transfer Lukas auch ein Teil der Entwicklung der Rückrunde. Der Transfer von Poldi zu Arsenal London ist längst klar, auch wenn er viel später verkündet wird. Der FC braucht dringend das Geld. Ein neues Präsidium bekommt er gratis. Werner Spinner, Toni Schumacher und Markus Ritterbach werden am 23. April gewählt. Das hier beim 1. FC Köln muss sich normalerweise keiner antun. Das kann sich nur einer antun, der ein rot-weißes Herz hat. Sonst muss man sagen, lass ich lieber die Finger davon. Die Defizite der Mannschaft, die längst keine mehr ist, kann auch die Führung nicht beheben. Podolski schießt in Freiburg sein 18. und letztes Saisontor. Der FC-Anhang darf noch mal kurz hoffen, dann ist auch das vorletzte Spiel verloren. Wenn die fehlende Fitness da eine Rolle gespielt hat und du die nicht mehr aufholen kannst, dann geht sowieso nur alles über Charakter. Und dann hat man dann auch gesehen, das ging nicht mehr. Die Mannschaft war leer, die war platt. Da war auch, wenn man sich die Körpersprache angeschaut hat, wir konnten nur noch darauf hoffen, dass Berlin gegen Hoffenheim verliert. Das Ende ist bekannt. Berlin verliert nicht, Berlin schafft die Relegation. Der Abschied des Kölner Idols Lukas Podolski wird zum Abstiegsspiel. Der Neuanfang schwierig. Alle teuren Spieler sollen trotz gültiger Verträge gehen. Der FC muss sparen, will auf die Jugend setzen und die Chaoten nie wiedersehen. Wir sind abgestiegen, weil der Club über alle Ebenen und insgesamt keine erstligareife Leistung in der Summe gezeigt hat. In jedem Übel ist irgendetwas Positives. Und das Positive an dieser Situation, so schlimm sie ist, ich wäre auch lieber in der ersten Liga geblieben, dass wir wirklich einen Neuanfang machen können. Und dass die Leute draußen, die Fans, auch das erwarten. Und die selber auch erwarten. Ich glaube, die haben alle die Schnauze voll gehabt. Heute wurde Holger Stanislawski als neuer Trainer bekannt gegeben. Nach bitteren Tränen wieder mal ein Neuanfang. The rain
you.